den Auto, den hier neben mir steht, der Jaguar E-Pace, ist nicht nur eine Premiere von einem Elektromodell von einer britischen Marke, aber auch eine interessante Kombination als SUV mit einem Elektronendrift. 2 Motoren, Allraddundrift, permanent synchron, am ganzen 294 Kilowatt, wird an sich 400 PS sind. 696 Newtonmeter Drehmoment an 480 Kilometer Laufstrecke am Rucksack. 4 Jahre lang hat das Projekt E-Pace bei Jaguar gedauert. An heraus kam ein flotten 4,60 Meter langen Elektro-SUV an der Designspruch von einem Coupé. Die Anfangsgedanken bei Jaguar waren noch, eine neue Plattform muss gebaut gehen, die sich auch komplett von den konventionellen Modellen aufsetzt. Und da war möglich möchte, das meist aus der neuen Technologie herauszuholen, können dann den E-Pace anzubauen. Und das Profil von der Seite vom E-Pace muss in sich schon gewinnen. Hier suchen die lange Radstand, die kurz überhängt von der Karosserie, die elektrische Rausfuhrbergländchen an den am Vergleich zum F-Pace 130 mm mit niedriger Schwerpunkt. Er gibt auch die optimale Luftförderung auf dem niedrigsten Niveau angestellt, 90 mm Spielraum, so hat den E-Pace Gefühl von der geduckten Kerz für den Sprung. Die Form rundherum die kleine Heckscheibe unter dem offenen Heckspoiler schenkt genauso durchdurcht wie den Diffuser an die kleinen Löcher, durch die die Luft mit Licht aus den höchsten Radküsten kann rauskommen. Schließlich geht Vertrauen vom Klient von typischen Jaguar-Elementen wie die riesigen Schluchten mit der eleganten Signatur an dem Logo angefangen. Der E-Pace ist auch an einem eleganten und außerordentlichen aerodynamischen Design gehalten gehen, den den Luftwiderstand von just einmal 0,21 aufweist. Lo mischt den E-Pace auch nicht nur no Basen hin eine gute Figur, aber auch sein Interieur hat die Londoner Herrenclubs Atmosphäre handelt sich gelos. Sein Cockpit vermittelt eine Spur von Avantgarde als agréabel placéiert, an seinen Hauptinstrumenten handelt dem Volant liefern auch die wichtigsten Daten über dem Fahren. An der Mittelkonsole dominieren ein Multimedia sowie ein Klimaekran, wobei die Bedingung für mich nicht ganz stressfrei war, auch schon eine kleine Herausforderung war. Sos an sich alles an einem flotten Design, wobei auch besonders die verchromte Räder am Touchscreens echte Jaguar-like hervorkommen. Für allem überzeugten mit heiger Sitzposition auf viel Platz auf alle Sitzer. Sitzer 4 wie hannen dran, sie komfortabel, auf ihre gut ran und rausklammen als auch gesucht, sowie auch das gute Sortiment von Assistenzsystemen zu einem entspannten Fuhren beitragen. Auch sing mal weiss sich mit 656 bis 1453 Liter Ladevolumen zu weisen, und dabei sind die 27 Liter Ladevolumen von unter dem Kapo noch nicht abgegraffen. A Punkt Karosserie, ein kleiner Fauxpas für mich, die hünnischt Fenster, ein kleiner Schlitz, gut dass eine Kamera für andere zu fahren mit Bord ist. Der Jaguar E-Pace ist nicht nur eine Premiere von einem Elektromodell von der britischen Autosmarke, aber auch eine spannende Kombination als SUV mit einem Rennen Undreiben durch den elektrischen Strom. Seit 90 Kilowattstunden herrscht Kapazität beim E-Pace, und damit kann in Haut schon die wichtige Frage von der Elektromobilität beantworten. Jaguar verspricht die 480 Kilometer Laufleistung, was natürlich mit einem optimalen Fahren verbunden ist. Ob ich die packen, mit einem Gefühl von 400 PS, und das macht mehr Geduld, ohne mich nicht selber brechen zu geißeln, das bezweifle ich. Der Sprint von 0 auf 100 km/h dauert 4,8 Sekunden, und durch die Kraft von seinen 2 kleinen Motoren, einen auf der vordersten und einen auf der hintersten Achse, jeweils mit 147 Kilowatt, fühlt sich das Auto nach mehr sehr an, wie seine maximale Vitesse von 200 km/h. Egal ob es liegt oder fest ob Gaspedal trippelt, diese britischen Elektroauto reagieren doch mit gutem Gefühl immens sehr. Er unterstützt eure 4x4, ein Allraddundrift, bei dem Taxen keine mechanische Verbindung haben und Kraft dort direkt sehr an unterschiedlich auf all Einzelrad verdelen. Und damit auch eine gute Traktion auf den 4 Räder anbietet. Dadurch auch das gute Resultat,
durch komplett neutral Tränkelen an der sogar a séieren schmule Keierpassagen. A Punkto Suspension bringen de Vormodus Komfort an Eco eng Müllausstellung, wo per Konter de sportliche Setup den E-Pace mit stramm, aber ohne de Komfort zu vergessen rüberkommen lässt. An der Dynamikausstellung gëtt auch für der 2,2 Tonnen schwer Elektrogefähr für ein gut Karosseriebewegung gesucht. Die als 432 Zellen gebaute Batterie mit der Kapazität von 90 Kilowattstunden stecht auch als Großtafel unter dem Boden von der Karosserie. An engem Wort, den E-Pace von Jaguar war für mich mit Begeisterung zu fahren. Auch auf der Autobahn mit der Vitesse von 130 km/h, der Strich im Display immer mehr klein gouf, komme ich sehr zurück auf den Boden, dass ich an einem Elektrogefähr sitzen. Und dadurch ein Verbrauch von 32,16 Kilowattstunden wird. Und dass es dann mit seiner Batterie von den 90 Kilowattstunden für nimmen die 300 Kilometer durchgehen. Immerhin lässt sich die Batterie bei einem Schnelllader rund 45 Minuten zu 80% aufladen. No unserem Test vom Jaguar E-Pace fliegen wir lo op Madrid und sind do dabei, wann den neue Corando von SsangYong präsentiert wird. Wenn wir lo mit uns selber ehrlich sind wir alle Guten auf eng oder zwei Marken fixiert. Sie das am alltäglichen Abkauf oder bei der Marke vom Auto. Sie muss rausstechen, sie muss abfallen, sie muss nie mitschauen. Seit 1954 existiert eine südkoreanische Entreprise. Seit 2011 gehört sie zum indischen Mahindra-Konzern. Und heute zu Lützeburg, sowie auch noch auf vielen anderen Ländern, nicht richtig bekannt. Jetzt geht es von SsangYong. Mit der 4. Generation von Corando von SsangYong soll das Mark Orlo einen neuen Depot holen. Nicht allein, dass der Corando rundherum gewusst, eng Länge von 4,45 Meter huet, an der Heicht mit 1,63 Meter 5,5 cm verloren huet, an der Breite 1,87 Meter ass. Präsentiert sich diese Kompakt-SUV auch allo mit engem mehr markanten und attraktiven Design. Sein Untriebprogramm von dem op den 4 Räder ugedriven bis hin zum Allraddündrief, jeweils mit 6-Gang Normalbord oder Automatiklieferbar. Dief der Schwerpunkt Segment typisch 1,6 Liter Diesel mit 136 PS leiien. Wobei ein Benziner mit einem 1,5 Liter Aggregat an 163 PS auch am Programm steht. Lo hat SsangYong die internationale Presse auf Madrid angelöden, und wir hatten noch heute Gelegenheit, ein paar Kilometer am Handerland von Madrid zu fahren, und dann mit 1,5 Liter TGDI mit 163 PS. Echt auffallend war sein Vorwerk, Suspension, die durchaus an der Kompaktklasse mit all seinen Konkurrenten gut kann mitteilen. Von den losen Gewicht von 1,7 Tonnen mit abrechend, als die Leistung von den 130 PS an unserem Testauto kultiviert rüberkommen. Konnte noch auf der Landstraße sowie auf der Autobahn uns komfortabel bewegen. Die 4. Sitzer könnten ein bisschen mehr Seitenhalt bieten, aber sonst gebe ich so passt es. Und mal passen laut SsangYong auch zwischen 500 bis 1300 Liter Gepäck. Aufregend ist bei Corando auf sein komplett neuen Blaze-Cockpit, wo auch ein 10,25 Zoll großen ausstellbaren Digital-Display für die Instrumente, ein jeno Modell bis zu 9,2 Zoll große 5 Touchscreen an der Mitte vom Tableau de Bord für Navi und Infotainment zurecht. Hat auch eine sehr Konnektivität an Assistenzsysteme ordentlich zugepackt. Und das auch nicht von ungefähr beim Euro NCAP Crashtest mit 5 Sternen belohnt gehen. Der heute wäre nur einen kleinen ersten Eindruck vom neuen Corando,
dem kompakten SUV vu SsangYong, a komme später hin nach en Keier mat engem mi detaillierten Test zréck.